In den 50er Jahren war im Untergeschoss von Walderseck Walders Gourmetkeller zu finden, ein Treffpunkt für Feinschmecker aus der ganzen Region. Die Bürgerinitiative hat keine Mühe gescheut und den langjährigen Chefkoch des berühmten Etablissements gesucht und schließlich gefunden. Er betreibt heute ein eigenes Restaurant, das sich Williams Bistro nennt. Wir betreten nun den berühmten Bereich des Küchenchefs und hoffen auf einige Menüinformationen. Herr William, Sie waren der berühmte Chefkoch im Walders Gourmetkeller und Sie haben inzwischen ein eigenes Restaurant. Was werden Sie denn heute den Gästen kreieren? Ja, heute Abend gibt es zunächst Wasser von Spargel mit Schnittlauchröllchen aus dem Glas zu trinken. Dann wird es eine Bruschetta geben aus Kirschtomaten und kleinen Weißbrotscheiben. Schließlich gibt es einen Kopfsalat mit Radieschen und Kräutern und Blüten, nach saarländischer Art hergestellt. Und dann wird es als Hauptspeise ein Pilzragout geben mit einem Apfel-Kartoffelsalat. Schließlich gibt es Rhabarberkompott mit frischen Erdbeeren. Danach einen Café Macchiato zum Abschluss und schließlich Schokolade von der Etagere und ganz zum Ende einen Digestiv. Zum Essen werden wir einen 2007er Reichsrat von Buhl Riesling trocken aus Deidesheim trinken. Na, das hört sich ja wahnsinnig an. Und was können Sie unseren Zuschauern nur noch mitgeben? Also die Verantwortlichen für den Abriss von Walterseck, die würde ich gerne mal zu einem Abendessen einladen, aber in der stillen Hoffnung, dass Ihnen der Bissen im Halse stecken bleiben wird. Oh, das ist natürlich sehr aufschlussreich. Wir bedanken uns für die Informationen und verabschieden uns, Herr William. Danken, ich muss jetzt weitermachen. Vielen Dank.